Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur dritten Euroleague-Pressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 5. Spieltag der Euroleague. Und der FC trifft auf die Truppe vom FC Arsenal, die Gunners. Und das Verrückte ist ja tatsächlich, es ist noch alles drin. In allen Wettbewerben geht noch was. Ja, ganz besonders nach oben natürlich. Ne? Aber abgerechnet wird zum Schluss. Ja, wobei die einzigen, mit denen man eigentlich sofort abrechnen sollte, und das tun wir auch, das sind die Verbände, denn was sich der DFB in den letzten Wochen erlaubt hat, das ist wirklich eine absolute Unverschämtheit. Ja, das geht gar nicht. Wir erinnern uns, es begann mit dem komischen Theater nach Dortmund, ja, und Schmatke zieht damals den Protest sogar noch zurück und wir haben gedacht, na wie geil, ja, jetzt haben wir einen Stein im Brett bei dem DFB, zumindest mal gucken die ein bisschen genauer hin. Ja, von wegen, hör mal, direkt im nächsten Spiel gegen Frankfurt entscheidet der Videoschiedsrichter das Spiel für die Eintracht. Und kurz darauf in Stuttgart dieser unsägliche Elfmeter in der 90. Minute, der uns gegeben wird und vom Videoschiedsrichter dann wieder aberkannt wird. Ganz ehrlich, Leute, so kann es doch nicht gehen. Ja, und jetzt in Mainz pfeift er wieder Elfer und jeder Blinde kann sehen, dass das eine Schwalbe war. Ja, also am Ende sind es 4 Spiele von 12, also 1/3 der Partien, die vom Videoschiedsrichter entschieden wurden. Und da muss man jetzt, glaube ich, kein Verschwörungstheoretiker zu sein, um zu sagen, der DFB hat was gegen uns. Ja, und den absoluten und ultimativen Beweis, den haben sie dann natürlich im Länderspiel geliefert gegen Frankreich in Köln, als sie uns erst diese fürchterliche Schrapnelle aus Leverkusen als Stadionsprecherin da reingesetzt haben. Und diese Tante, die spricht dann auch noch die Abschiedsworte auf unsere FC-Legende Hans Schäfer. Ganz ehrlich an den DFB, das werden wir euch niemals verzeihen. Hier. Ja, also ganz ehrlich, diese Verbände, eher wie die UEFA, ja, die reden hier einen vom Respekt, ja, aber selber zeigen sie den wirklich absolut überhaupt nicht. Ja. Wenn es um Financial Fairplay geht, da ducken die sich weg, da kriegen die gar nichts auf die Kette. Ja. Aber wenn mal 20.000 Kölner nach London gehen und 10 benehmen sich daneben, dann wird durchgegriffen, ne? Das kriegen sie hin. Das kriegen sie hin und dann lassen sie uns sogar noch vor der Tür stehen und wollen uns nicht ins Stadion reinlassen. Wenn es nach deren Statuten gegangen wäre in dem Spiel, wären da 3.000 Kölner reingelassen worden. Unfassbar. Dann waren noch 20.000 Londoner da. Das heißt doch, 37.000 Plätze wären in diesem Stadion leer geblieben und man hätte die Kölner vor der Tür stehen lassen, die gerne noch reingekommen wären. Ja. Das ist das, was die UEFA unter Respekt versteht. Ja, genau. Das, was die Blocktrennung nennt oder Sicherheitskonzept, ja, das ist in Wahrheit das Gegenteil von Respekt, das ist nämlich Trennung, ja. Man wird da getrennt, es verhindert den Austausch von Kulturen, es verhindert, dass die Fans zusammenkommen. Ja, es werden 2 gegnerische Lager daraus gemacht. Das Gegenteil von Respekt ist das. Absolut. Deswegen widmen wir dieses Mal unsere Shirts ausschließlich den Verbänden. Ja, und zwar mit einem der schlimmsten Schimpfwörter, möchten wir die belegen, ja, die wir überhaupt nur kennen. Das ist wirklich schlimm. Ja, also ganz schlimm. Also ich spreche es aber trotzdem jetzt aus. Ja. 1. FC Kaiserslautern. Oh, das ist wirklich schrecklich. Ne? Und wir haben es natürlich abgekürzt, könnt ihr euch vorstellen. Deswegen steht auf den Shirts FCK DFB. Ja. FCK UEFA. Der hat noch Gummistiefel dahin. Da kommen wirklich schlimme Sachen zusammen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht Schimpfen immer durstig. Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßt euch, Leute. Lecker. Sehr, sehr lecker. Also eine Sache ist aber auch klar, egal wie scheiße diese Saison läuft, egal wie scheiße diese Verbände sind und auch noch werden, ja, diese Auswärtsfahrt nach London war die geilste Auswärtsfahrt ever und das lassen wir uns einfach nicht nehmen. Und wenn uns einer gefragt hätte vor der Saison, dieses Erlebnis in London und dazu diese völlige Seuchensaison, die wir im Moment erleben, oder
ein gesicherter Platz 12 oder so jetzt, aber kein London. Da könnt ihr uns eins glauben, wir hätten uns immer für London entschieden und scheiß doch auf diese dämliche Saison, die wir jetzt noch zu Ende spielen. Ja, bitte, das nimmt ja kein Mensch mehr, ja? Genau. An Platz 10 erinnert sich 3 Tage später keiner mehr. Und Alles gut.